Wir sind in der Serie am Anfang und letzten Sonntag war Teil 3 mit dem Timon Studler und er hat uns mitgenommen, dass der Baum mit dem Garten Eden da gestanden ist und eigentlich eine stille Frage gestellt hat: Freiheit oder Grenzen? Freiheit oder Grenzen? Die Verlockung war gross für die Freiheit und die Frau und der Mann haben sich entschieden, Gott den Gehorsam zu verweigern, Kontrolle selber zu übernehmen. Die Wende in der Geschichte nennen wir den Sündenfall. Es ist die Abkehr von Gott, die Abkehr von einem kindlichen Vertrauen, dass es Gott gut meint, hin zu einem eigenmächtigen Handeln. Nicht dein Wille, Gott, sondern mein Wille soll geschehen. Und das ist sehr aktuell heutzutage, das autonome Leben. Mein Leben, meine Entscheidung, mein Bauch, mein etc. ist heute sehr modern. Meine Entscheidung, ich brauche den Gott nicht mehr. Heute Teil 4, raus aus Eden, was nun? Wir sind in einer Bibelserie und darum mute ich euch heute Morgen zu, viel Bibel zu lesen mit mir zusammen. Und wir steigen gerade ein in die Konsequenzen vom Versagen. Konsequenzen vom Versagen, 1. Mose 3, 7 bis 10. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen, die berühmten Feigenblätter, oder? Und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm: Wo bist du? Und er sagte: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Durch den Sündenfall ist Scham eingezogen. Da, wo das Gewissen der Menschen noch intakt ist, da zieht durch Lebensfehltritt immer Scham ins Leben ein. Scham vor Menschen, die man liebt. Scham, erkannt zu werden. Scham, dass etwas auffliegt. Scham, dass man nackt dasteht vor den anderen Mitmenschen, gerade auch vor den Liebsten. Die beiden haben einen Schurz gemacht aus Feigenblättern, aber sie haben die Scham mit dem Schurz nicht überdecken. Es hat nicht gelangt. Und da, wo noch ein Schimmer von Gotteserkenntnis da ist, da kommt auch die Scham vor Gott ins Spiel. Man versteckt sich vor dem Schöpfer, weicht ihm aus, geht ihm aus den Augen, hat keinen Kontakt, keine Freundschaft, keine Gemeinschaftspflege mehr mit dem. Scham versteckt man sich vor dem Schöpfer. Ich lese weiter, Vers 11 bis 13. Und er sagte Gott: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sagte Adam: Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Da sagte Gott, der Herr, zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sagte: Die Schlange betrog mich und ich aß. Durch den Sündenfall sind Beziehungen zerbrochen. Einmal zwischen Menschen, die sich gern hatten. Menschen, die sich nahe hatten, ist Beziehung zerbrochen. Da wird gerade Schwarz-Peter-Spiel erfunden, die wir bis zum heutigen Tag kennen und den Kindern spielen. Wer ist der Schwarze Peter? Der Adam gibt seiner Frau die Schuld und Eva schiebt die Schuld auf die Schlange. Das typische Muster von Abstreiten von Schuld und das Abschieben von Verantwortung, kennen wir das? Gleichzeitig zerbricht das Vertrauensverhältnis zwischen Gott und den Menschen. Der Adam schiebt die Schuld nicht nur auf die Eva, sondern auf Gott. Er sagt: Die Frau, die du mir gegeben hast, das ist dein Problem. Hättest du mir die Frau nicht gegeben,
wäre es nicht passiert. Das ist bis zum heutigen Tag so, Freunde. Immer sind die anderen schuld. Und am Schluss, wenn es nicht mehr langt, ist dann auch noch Gott schuld. Egal, ob man an Gott glaubt oder nicht, irgendwo ist der grosse Gott, wo man ihm die Schuld in die Schuhe schiebt und sagt, sollte dann noch ein Gott von der Liebe sein? Oder was ist? Und ich frage dich heute Morgen, wie du mit Fehlverhalten umgehst. Wo gibst du den Umständen in Fehlern von deinem Leben Schuld? Wo gibst du anderen Menschen Schuld? Und wo gibst du sogar Gott Schuld und schiebst sie ab? Und stehst nicht zu deiner Verantwortung, wo die Schuld ihnen entsteht. Menschen haben sich versteckt hinter den Bäumen von Gott. Aber Gott hat sie nicht hinter den Bäumen gelassen. Gott hat den Menschen geschaffen für Beziehung zu ihm. Und darum lesen wir dann, und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Gott ruft und ruft und ruft. Er ruft durch die ganze Geschichte der Menschheit durch. Wir sehen das im ganzen Wort Gottes, wie er immer wieder Menschen ruft. Wie wir dort, wo die Verantwortung auf Gott abgeschoben wird, dort, wo sich die Menschen vor ihm in den Bäumen vom Leben verstecken, dass dort ruft. Heidi, wo bist du? Matthias, wo bist du? Wo bist du? Komm führen zwischen den Bäumen. Komm führen in deiner Verborgenheit. Ich weiss nicht, wie der Wald heisst, wo du dich drin verbirgst. Vielleicht ist es simple Betriebsamkeit, so ein Wald, wo du dich verbirgst. Du ja nicht müssen an Gott denken. Du ja nicht müssen mit ihm Umgang haben. Egal, was passiert ist. Egal, wie du dich entfernt hast von Gott. Egal, wie locker die Beziehung zu ihm ist. Egal, wie dicht die Bäume stehen, wo du dich verbergst, wo du dich zurückziehst. Vielleicht ist es ein Wald, wo du dich verirrt hast. Gott ruft nach dir. Wann hast du mit Gott das letzte Mal Beziehung gepflegt, außerhalb vom Gottesdienst? Wie sieht die Beziehung aus? Gott hat Sehnsucht nach Beziehung mit uns. Darum ruft er uns. Komm führen, komm raus, komm in Gemeinschaft mit mir. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich, Gott, verstecke mich nicht vor dir. Machen weiter im Vers 16 und 17. Und zu der Frau sagte er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sagte er, weil du der Stimme der Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, und sagte, du sollst davon nicht essen, sei der Erdboden um deinetwillen verflucht. Dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm nähren. Die Entscheidung zu der absoluten Freiheit, frei von Gottes guten Gebot, hat Konsequenzen. Sie müssen die Folgen leben. Mühsal bei der Arbeit, Schmerzen bei der Schwangerschaft, ein Boden, der Dornen bringt, bis zum heutigen Tag. In der weiteren Folge zeigt die Urgeschichte mit dem Brudermord von Kain und Abel, wie es weitergeht. Freunde, ob wir wollen oder nicht, unsere fehlerhaften Lebensentscheidungen, unsere Fehltritte haben Konsequenzen. Andere als in dieser Geschichte. Fehlentscheide im Leben, Fehltritte sind manchmal wie eine Abwärtsspirale. So wie die Spirale da vorne. Egal ob Christen oder nicht. Zuerst kommt Scham.
Dann kommt das Abstreiten und das Abschieben von Verantwortung. Dann das sich in Lügen verwickeln und sich zurückziehen von Menschen. Ich sage die Spirale nochmal. Egal ob Christ oder nicht, zuerst kommt die Scham, dann das Abstreiten und das Abschieben von Verantwortung, dann sich in Lügen verwickeln und zurückziehen von anderen Menschen. Das müssen wir in der Öffentlichkeit beobachten, wenn Politiker, Manager oder Pastoren von grossen Kirchen zu Fall kommen und Fehlentscheidungen fällen. Wir sehen im Leben von diesen Menschen, die in der Öffentlichkeit steht, wie die Spirale nicht mehr aufhört. Wie die Spirale immer weiter bergab geht. Aber natürlich ist es nicht nur bei Leuten vom öffentlichen Leben so, sondern auch ganz Leute, die im Privaten leben. Wenn du in einer so einer Abwärtsspirale bist, dann möchte ich dir zurufen, halt, unterbrich die Spirale. Aber bei den meisten dreht es weiter und weiter. Es gibt ja nur einen Ausweg. Es ist der Ausweg, den der König David genommen hat. Nachdem der Nathan zu ihm kam und gesagt hat, du bist der Mann. Der David hat zugegeben. Der David hat es bereut und der David ist umgekehrt. Er hat 3 oder sogar 4 Bußpsalmen geschrieben, Lieder geschrieben, wo er drinnen davon redet, wie er gefehlt hat, wo gesungen worden sind vom König vor den Menschen. Er hat sich nicht geschämt, zu seinen Fehltritt zu stehen, zugeben, Reue und Umkehr. Vielleicht gibt es heute Morgen hier Menschen, habe ich mir überlegt, die in dieser Abwärtsspirale sind und einen Unterbruch brauchen, das Zugeben, Reue und eine Umkehr. Dafür hat es beim David aber einen Nathan gebraucht. Eine Person, die sich getraut hat, ihm ins Leben hineinzureden und gesagt, hey David, du bist in einer Abwärtsspirale. Vielleicht braucht er dich oder dich oder dich. Einen Freund oder eine Freundin. Jemanden, den du kennst und siehst, dass die Person in einer Abwärtsspirale ist. So einen Nathan zu sein. Und sagen, hey, könnte es sein, dass dein Leben so davonläuft? Könnte es sein, dass du falsche Weichen gestellt hast? Könnte es sein, dass du dich in die falsche Richtung bewegst? Ich weiss, es braucht unheimlich viel Mut. Aber wie sollen die Menschen draufkommen, wenn sie nicht einen Nathan haben? Bei den Abwärtsspiralen will man sich nur noch schützen. Will man nur noch sich selber schützen. Da braucht es Frauen und Männer. Nicht wildfremde, sondern Frauen und Männer, die Beziehung haben zu dir. Die dir können sagen, hey, ihre Hand auf deine Schulter legen und können sagen, hey, die Abwärtsspirale muss stoppen. Du läufst in die verkehrte Richtung. Das ist ein gewaltiger Psalm, den der David geschrieben hat. Ich lese ein paar Verse daraus raus. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Schuld, und meine Sünde ist mir immer bewusst. An dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan, damit du Recht behältst in deinen Worten und rein bleibst, wenn du richtest. Sieh, ich bin in Sünden geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Sieh, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Im Geheimen lässt du mich Weisheit wissen. Entzündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, sodass ich schneeweiß werde. Nochmal, der David hat einen Nathan gebraucht. Und vielleicht bist du eine Frau oder ein Mann, wo der Nathan-Dienst hat.
Mich kommt natürlich da erinnert, dass es noch mal einen anderen so einen Prophet gegeben hat, der so einen Nathan-Dienst gemacht hat. Das war der Samuel, der zum Saul gekommen ist. Nur hat der Saul nicht wirklich hören. Er ist nicht umgekehrt und die Spirale ist weitergegangen. Der David hat eigentlich gröbere Fehler gemacht als ein Saul aus meiner Sicht. Aber der David war bereit, die Spirale zu unterbrechen. Der David war bereit, da einen Stopp zu reissen und in die andere Richtung zu gehen. Der Saul war nicht bereit und ist schlussendlich im Elend gelandet. Mein nächster Titel heisst Gottes Gnade trotz Konsequenzen. Vers 21 steht: Und Gott der Herr machte Adam und seine Frau Gewänder von Fellen und bekleidete sie. Was die selbstgefertigten Feigenblätterschurz nicht vollbringen hat können, hat Gott mit Fellkleider gemacht. Aber dazu hat das erste Mal in der Geschichte vom Wort Gottes ein Tierchen sterben müssen. Das erste Tier, das gestorben ist, war stellvertretende Opfer für die Schuld der Menschen und der Anfang von diesen Opfern, die es gebraucht hat, hin bis zu Jesus Christus, immer wenn die Menschen versagt haben, um die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. So lange hat sie Tieropfer gebraucht, von dem Moment an, bis Christus gekommen ist, Jesus. Bis er das vollkommene Opfer war und bis es kein anderes Tieropfer mehr gebraucht hat. Heute braucht es kein Tieropfer mehr, um unsere Blöße zuzudecken, unsere Fehltritte zuzudecken, unsere Fehlentscheidungen zuzudecken. Heute ist es Christus Jesus, der für unsere Schuld stellvertretend gestorben ist. Der Gottessohn langt, es braucht kein Tieropfer mehr. Es gibt da noch einen zweiten Hoffnungsschimmer in dieser Geschichte am Horizont. Gott sagt im Vers 15 zur Schlange Folgendes: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist so, lassen wir ihn kurz drauf noch, der Vers ist so eine unscheinbare Aussage. Und doch von so grosser Tragweite. Da leuchtet Gottes Rettungsplan auf, durchs Dunkle durch. Das ist prophetisch auf Christus hin. Dass die Schlange Christus wird in Fersen einstechen. Das ist gemeint, sterben am Kreuz. Aber Christus wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist gemeint, der Tod von Jesus, der die Schlangen überwunden hat. Wo die Schlange kein Anrecht mehr hat. Wo die Schlange besiegt ist durch den Tod von Jesus Christus. Es ist nicht so, dass die Rettung durch Jesus Christus irgendwann einmal im Laufe der Jahrhunderte von Gott erfunden worden ist als Notlösung. Sondern schon da, ganz am Anfang, ist es angelegt, die Rettung durch Jesus Christus. Schon da ist es angelegt, dass die Schlange nicht ewig Macht hat, um mit dem Menschen zu reagieren. Und wenn du wissen willst, wie man dieser Schlange widersteht, wo die Stimme kommt, du musst selber entscheiden. Gott meint es nicht gut mit dir. Gott will dir etwas vorenthalten. Dann schau Jesus an, wie er in der Wüste, in dieser dreifachen Versuchung, der Schlange widerstanden ist. Das hat er jedes Mal mit dem Wort Gottes gemacht. Oder schau der Jesus an, der Sünderheiland, wie er in Gethsemane gekämpft hat und schlussendlich sich durchgerungen hat und gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille Gott geschehe. Freund, wohl dir, wohl mir, wenn wir uns immer wieder durchringen können, dass Gottes Wille in unserem Leben geschehen darf und nicht unser Wille. Wohl uns, wenn wir glauben, dass Gottes Wille ein guter Wille ist, dass Gottes Plan ein guter Plan ist und dass er uns nichts vorenthalten will. Ich lese weiter, Vers 22 und 23. Und Gott, der Herr, sagte, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, damit er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe,
wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er nicht ewig lebe. In dem Moment ist das ewige Leben zerbrochen. Und Gott hat den Menschen aus dem Garten rausgewiesen, damit er nicht mehr von dem Baum vom Leben kann essen. Damit sind wir wieder bei Jesus Christus, wo plötzlich das ewige Leben wieder ans Licht bringt. Wo es heisst, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch erzeigt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Durch Jesus Christus ist das, was im Paradies kaputt gegangen ist, das ewige Leben wieder gekommen, wieder hergestellt werden. Es ist noch nicht der Baum vom Leben im Paradies, aber es ist eine andere Qualität von ewigem Leben. Was bedeutet dir, liebe Brüder, liebe Schwestern, das ewige Leben? Ist das Schulterzucken? Ist das, ja, das gibt es auch noch. Wenn du mit dem ewigen Leben wirklich rechnest, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus Christus das ewige Leben als Licht geholt hat, dass durch Jesus Christus du ewig lebst, wird das einen enormen Einfluss haben auf dein jetzige Leben. Es wird einen enormen Einfluss haben auf deine Entscheidungen im Heute, im Morgen und im Übermorgen. Es wird einen Einfluss haben, wie du dein Leben gestaltest. Es wird einen Einfluss haben, wie du dein Leben managst. Wenn du glaubst, dass es ein ewiges Leben gibt. Dass mit dem Leben da nicht alles vorbei ist. Dass mit dem Leben da nicht Endstation ist. Sondern dass ein neues, ewiges Leben nach dem Leben kommt. Spannend finde ich noch, dass es in der Offenbarung 4 Stellen gibt, wo der Baum vom Leben wiederkommt. 4 Stellen, wo es heisst, dass im neuen Jerusalem, in dem neuen Leben dann, der Baum wieder wird sein. Der Baum vom Leben mir wieder werden begegnen. Die Geschichte von Adam und Eva ist ein dunkles Kapitel. Aber immer wieder leuchtet das Wort von der Hoffnung auf. Das gesucht werden, das Werben, die Hoffnung, die Wiederherstellung, das Licht. Die Vergebung leuchtet durch. Das sehen wir in der ganzen Bibel. Versagen von den Menschen, ob Kain und Abel, ob das Versagen von einem Abraham, von einem Isaac, von einem Jakob, von so vielen Menschen nachher und dem ganzen Volk Israel, das Versagen trotzdem immer wieder Gott sucht und immer wieder Gott einen Weg gehen mit den Menschen. Das ist die grosse Geschichte von Gott. Er hat nie aufgegeben. Er hat den Menschen nie losgelassen. Er hat ihn nie sich selber übergeben. Immer wieder fragt er, immer wieder ruft er, immer wieder sucht er, immer wieder will er vergeben. Das ganze erste Alte Testament hindurch bis zu Jesus Christus. Und in Jesus ist die Vergebung nochmal ganz neu geworden. Nochmal ganz neu und ganz greifbar und ganz erlebbar. Das ist gute Botschaft, Freunde. Das ist wirklich Evangelium. In dem Dunklen von dem Schöpfungsbericht ist dermaßen viel gute Botschaft. Ist dermaßen viel gute Nachricht drin. Ich habe 4 Sachen zum Nachdenken, wo wir uns eine Minute, 2 Zeit nehmen. Bist du in einer Abwärtsspirale? Hörst du Gottes, wo bist du? Vielleicht hast du dich irgendwo im Wald verheddert, hinter den Bäumen. Was bedeutet dir ewiges Leben? Was bedeutet es dir wirklich? Rechnest du damit? Glaubst du daran? Was bedeutet dir Gnade und Neuanfang, wenn Sie einen Moment Zeit nehmen?
Jesus Christus, du rufst heute in die Parkrennen raus und in die Häuser rein. Heute ist ein Tag der Gnade. Heute ist ein Tag der Vergebung. Heute ist ein Tag der Wiederherstellung. Heute ist ein Tag der guten Botschaft. Christus Jesus, du hast der Schlange den Kopf zertreten. Und so dürfen wir frei sein und können widerstehen, wie du widerstanden bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du über das ewige Leben redest, so oft. Wie du das ewige Leben als Licht bringst. Vergib uns Menschen, dass wir oft so leben, wenn es das gar nicht gäbe. Oft so leben, wie wir alles müssten aus dem Leben raussaugen jetzt. Rauspressen. Rauszwängen. Und nicht so, wenn wir wirklich wüssten, dass das Beste noch kommt. Ich danke dir, Jesus, fürs Leben heute. Ich danke dir, dass das Leben wichtig ist. Ich danke dir, dass das Leben mir lieb ist. Und trotzdem halte ich Ausschau nach dem ewigen Leben. Dem Leben, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es keinen Krebs mehr gibt, wo es keine schwierige Diagnose mehr gibt, wo es kein Alzheimer mehr gibt, wo es kein Parkinson mehr gibt. Das Leben, wo es keine Eifersucht mehr gibt. Das Leben, wo es kein Übertrumpfen mehr gibt. Das Leben, wo es kein Verkenntwerden mehr gibt. Das Leben in der Harmonie, wie wir sie jetzt schon suchen auf dieser Welt, aber nicht finden können. Herr, und zusammen bitten wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Danke vielmals.